Ja, grüß euch beieinander und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Okay, Leute. Weiter geht's. 2 Stunden, 9 Minuten. Ne, da haben wir aufgehört beim letzten Mal. Aber bevor wir loslegen, ne, nochmal ein persönliches Anliegen meinerseits. Und zwar hat mir gestern Abend der liebe Troll Lindemann, hier dem Lindemann sein Troll, von Ramlord eine Nachricht geschickt. Der hat nämlich beim Fortgehen einen Fan von mir getroffen, der mir unbedingt eine Grußbotschaft zukommen lassen wollte. Und das hat mich sehr gefreut. Sehr, 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 sehr nett von dir. Shoutout, herzliche Grüße gehen raus. Fühl dich gebrofistet, ha? In diesem Sinne. Nee, wirklich, aber ich finde es immer schön, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, ich finde das toll, was du da machst. Weil, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, dann meint er nicht ganz umsonst. Ne? Gut. In diesem Sinne, Leid. Es ist Samstag Vormittag. Ich habe gerade dem Mietz seine Medizin gegeben und mir währenddessen das 40k Special vom kleinen Nihilisten gegeben. Jetzt bin ich ready. Bin ich jetzt ready to go. Und wir waren beim letzten Mal, ich habe ein paar Sekunden zurückgespult, es geht um Finanzen und Haus. Und ich glaube, da können wir gleich bei der spannenden Nummer einsteigen. So, jetzt erst einmal der ganze Snooze-Bullshit ist weg, Schlangenschnecke, den ganzen Dreck. Ne? Jetzt geht's los. Hausverkauf, persönliche Geschichten, Ausweise, FKK, kommt schon wieder, Sauna, Hausverkauf. Erstmal Hausverkauf. Wir konzentrieren uns erst einmal auf die Sachen, wo hoffentlich einfach Schönes mit dabei rumkommt. In diesem Sinne. Brauche ich nicht mehr, mehr sagen, außer Hockzeich herer, sagen wir mehrere. Reißzeicher Häube auf. Wir gingen einer. In Rainer. Kauft ihr eine? Amazon? Ich habe kein Geld aktuell. Also da geht es jetzt wieder, ne, für die Leute, die es nicht mehr im Kopf haben, da ging es jetzt noch um die Zuckerwattemaschine. Sie soll sich eine kaufen bei Amazon. Wo ich schon gesagt habe, Rainer, du hast dir deine bei Amazon auch nicht gekauft. Ne? Du hast Deppen im Internet gefunden, die das für dich getan haben. Ich spare mich so teuer. einen Haufen. So teuer sind die gar nicht. Ja, wenn man es selber nicht bezahlen muss, Rainer, dann sind die überhaupt nicht teuer. Ist gar nicht teuer. Ja? Was sparst du? Ein Haus kaufen? Einen Haufen für die Möbel, weil ich Ach so. kaufe ja noch ein Ja, aber Möbel ist schon Sache. Ja? Die braucht der Rainer nicht. Ja? Was braucht man denn Möbel? Ja? Einfach Hauserben, da sind dann schon Möbel drin. Fertig. zur Wohnung und so. Nee, ein Haus kann ich mir nicht leisten. Ja, wirklich im Übrigen auch so eine Sache. Ja, sich ein kleines Heisal irgendwie erarbeiten können, heutzutage nicht mehr möglich. Also von einem stinknormalen Angestelltengehalt, die ein kleines Heisal nichts Besonderes, ja, erarbeiten können oder wenigstens eine Eigentumswohnung, was vor 30 Jahren noch vollkommen normal war. Und dann wundert man sich, warum die Leute irgendwie auf die Politik nicht mehr so gut zu sprechen sind. Sie leisten dieselbe Arbeit, sie kriegen deutlich weniger Geld dafür. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass mir meine Eltern irgendwann das Haus vererben. Da hat die gerade gesagt, ja, hoffentlich sterben meine Eltern bald. Aber da kann man... Ich weiß, warum sie es gemacht hat, weil natürlich ist das wieder so ein Locksatz, um Rainer zum Schwadronieren zu bringen, weil es ja bei ihm so war. Aber trotzdem, weiß ich nicht. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die immer lieber Eltern als Haus haben, aber mag andere geben, ja. Aber dann bist halt scheiße. Das ist cool. Dann verkaufst du noch nie. Rainer, warum hattest du... Weise Worte, Rainer. Weise Worte. Und ist es euch aufgefallen? Das ist jetzt das allererste Mal nach 2 Stunden und 10 Minuten, wo der Rainer tatsächlich was gesagt hat,
wo er Ahnung hat davon. Ne? Also, was heißt Ahnung? Erfahrung hat damit, sagen wir es mal so. Und was nicht hageldumm war. Das ist großartig. Man möchte meinen, wenn man sich mit normalen Leuten, die jetzt nicht so komplette Intelligenzallergiker sind, unterhält, ist das Usus, da ist das ganz normal, dass der Großteil einer Konversation daraus besteht, dass jemand von Dingen berichtet, von denen er Ahnung hat und die ganze Scheiße, die er dann vom Stapel lässt, auch noch Sinn ergibt. Bei Rainer ist das wirklich hervorhebenswürdig. Ne? Aber wenigstens hat er es eingesehen. Aber jetzt kommt sicher gleich wieder die Schallplatte. Jetzt wird spatroniert. Die haben ihn gezwungen, das Haus zu verkaufen. Da konnte er wieder gar nichts dafür. Das war alles ein Komplott, eine große Verschwörung. Bill Gates war da sicher auch irgendwo mit drin. Hä? Hast du gesagt, ich soll das nicht verkaufen? Weil ich mein Haus damals verkauft habe. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei mir bestimmte Umstände auch halt waren, ne? Tada! Rainer, ich lese dich wie ein Buch. Das ist, ich sag das oft, aber er kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen, weil er nicht lesen kann, ja? Weil er Analphabet ist. Aber ich lese dich wie ein Buch. Ich höre es an der Tonlage schon, wo er gesagt hat, ja, dann verkauf's bloß nicht. Das ist, oh, Zen-Master Rainer ist aktiviert, ha? Das ist wie aus so einem alten, der ist wieder wie aus einem alten Anime aus den 90er Jahren. Da hörst du erst die Stimme und dann siehst du ihn. Ding, kommt so ein Gong im Hintergrund, so alter weißer Mann mit sorry, ich hab vorher wieder YouTube geschaut. Alter weißer Mann mit so einem Bart, der ein bisschen aussieht wie dieser Typ aus Kill Bill, der einen das Auge rausreißt. Genau. Und so sieht er sich dann, glaube ich. Ne? Da sitzt er da und erzählt die Weisheiten des Lebens. Konfuzius sagt, wenn du eine Schanze im fränkischen Hinterland geerbt hast, dann lass sie nicht verkommen und verschleuder sie danach nicht, ne, für Apfel und ein Ei, damit du dir ein blaues Spielzeugauto kaufen kannst. Okay. Und das war jetzt nicht so gut, dass du das verkauft hast, oder? Oh, sorry, hat's nicht gekriegt. Okay, Props. Also ich hab die Mädels in den vergangenen Videos oft kritisiert. Der war geil. Ach so, du hast es gekauft. Also war es nicht so eine geile Idee, oder? Oh. Ich finde es ganz so geil, weil ich glaube, ich denselben Satz in derselben Tonlage halt nur eine Oktave tiefer hätte ich wahrscheinlich auch vom Stapel gelassen. Und Rainer, war nicht so eine coole Idee, oder? Das Haus zu verkaufen. Oh. Samstagvormittag, ja. Beste Tag. Ja. Nee, weil ein Haus, was du verkaufst, Das gehört ja danach nicht mehr, ha? Das ist schon ein Problem. Aber das muss da Rainer auch auf die harte Tour lernen, ne? Im Haus, das du verkaufst, da darfst du dann später nicht mehr drin wohnen. Weil das hat er sich ja, glaube ich, tatsächlich so ausgemalt. Ne? Der hat das Haus verkauft, hat die Barre genommen, hat sich das Auto gekauft und dann hätte er zum 5. Januar raus sein müssen und rausgeschmissen. Endgültig haben sie ihn, glaube ich, Ende Februar war das? Im März war er mit dem Ranger unterwegs, gell? Und ja, wenn du das Haus aber verkauft hast, dann gehört das jemand anderen und dann hast du da drin nichts mehr zu suchen. Das ist das Problem, Rainer. Das Problem, das du auch erst durch Erfahrungen schmerzlich erfahren musstest. Wie, die können mich jetzt hier rausschmeißen. Ich mag erinnern, es gab Leute, die haben von der Burg Schauerberg oben runter gefilmt. Ne, am Tag der Schlüsselübergabe. Und dass da die Bullen mit dabei waren, um ihm den Schlüssel abzunehmen, um sicher zu gehen, dass er sich auch ja trollt. Weil Rainer tatsächlich, glaube ich, geglaubt hat, ja, was wollen die denn mit dem alten Schuppen? Ne? Die geben jetzt einen Haufen Geld
Und dann lebe ich da drin weiter als Hausbesetzer. Ausgedribbelt. Gemeinde Enskirchen. Fick dich, Frau Winkelspecht. Und dann hat die gesagt, ja, fick mich, fick dich. Und schwupps, war draußen, der Penner. Und wie gesagt, ich glaube, war das inzwischen nicht sogar bestätigt, aber ich habe seit damals schon immer gesagt, dass die Frau Winkelspecht genauso wie jeder normal, vernünftig denkende Mensch damals gemeint hat, ja komm, was soll's, lass man halt jetzt die 3,5 Monate bis zu der Scheißverhandlung, bis zu der Berufungsverhandlung da noch drin hausen. Danach kommt er ins Hotel Viereck und dann ist er nicht mehr unser Problem. Ne? Und dass die einen mittelgradigen Tobsuchtsanfall gekriegt hat, als sie mitgekriegt hat, dass Rainer nicht nur Leute dazu angestiftet hat, mehr oder weniger diesen Verteilerkasten zu zerstören, sondern dann die Katastrophentouristen, die sich vor besagten Verteilerkasten zusammengefunden haben, versucht hat, mit seinem Ranger zu überfahren. Und dann war Schluss. Dann hat sie gesagt, Rainer, aus ist. Ne? Nix ist mir scheißegal, wo du bleibst bis zu deiner Scheißverhandlung, aber du verpisst dich jetzt hier, weil ansonsten scheppert's. Hier ist die Polizei. Am 1. März wohnst du hier nicht mehr. Fertig. Man muss es so sehen, wenn du wenn du ein eigenes Haus hast, kannst du da halt, selbst wenn du Jobcenter oder sowas Geld kriegst, halt, das kannst halt im Normalfall nicht aus deinem Besitz rausfliegen. Ja, das weiß ich nicht. Ne? Wo da die Grenze ist, wie viel du besitzen darfst und dann noch Bürgi-Geld kriegst, weiß ich nicht. Ne? Weiß ich nicht, aber ich habe mal gehört, dass du alles flüssig machen musst, was du noch hast, bevor du das Bürgi-Geld dann auch wirklich kriegst, aber Ne, und wenn du dann, und außerdem ist ein Haus immer auch eine Wertanlage. Also wenn du dich um dein Haus kümmerst, ne, dann hast du eigentlich auch immer safe irgendwas. Bei uns ist das irgendwie so. Ganz ehrlich, wer ihn nicht kennt und die Story mit seinem Haus, der würde ihm jetzt da einfach uneingeschränkt recht geben. So, ja, Rainer, da hast recht. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Da es aber um Rainer handelt und wir wissen, was er mit seinem Haus angestellt hat, bevor er es verschleudert hat, kommt er immer so, Moment? Ich hätte da mal eine Frage, Rainer. Wenn dir das bewusst ist, dann weißt schon, was ich meine, oder? Eben weil bei uns alle auf dem Dorf wohnen, dass so gefühlt jeder dann halt von seinen Eltern nochmal irgendwie ein Haus vererbt bekommt oder so. Das ist natürlich nicht die Norm so generell. Das ist schon relativ privilegiert eigentlich. So, was mache ich jetzt? Ich brauche Energie. Das wunderbar wegignoriert. Wunderbar wegignoriert von Rainer. Einfach mal hier ein bisschen durchklopfen. Mein Stuhl knarzt. Was? Mein Stuhl knarzt, Mann. Der ist Dann würde ich mal zum Arzt gehen, ne? Schau, was der Proktologe dazu sagt. voll alt und Das wäre nicht aufgefallen. das ist so das Metallding da unten und dann kommt dieses Kunstlederzeug. Ja, wenigstens hat die noch Stuhl, ne? Bei Rainer ist es nur noch Schaum. Ach, Stuhl hat schon, weiß ich nicht, 11 Jahre hinter sich. Ich sitze auch nicht mal auf dem Stuhl, ich sitze einfach auf einer Bettkante an meinem Schreibtisch. Ich habe keinen Rainer sitzt nicht auf dem Stuhl, der sitzt im Stuhl. Weil er es wieder nicht auch rechtzeitig aufs Eisel geschafft hat. Ja, ich gedacht, keine Ahnung, die Hose ist eh aus Gummi. Ne, der wird danach einfach Kack duschen. Das passt nachher schon. Schreibtischstuhl, das musst du dir mal überlegen. Muss dir mal einen holen. Ja, aber ich habe irgendwie auch nicht so viel Platz hier. Und ich habe schon, du musst dir vorstellen, ich habe 2 Betten in meiner Wohnung stehen und es ist halt nur eine Einzimmerwohnung. Und ja, es gibt einen Grund dafür, warum ich hier 2 Betten stehen habe. Das war ursprünglich möbliert und da war aber nur so ein Einzelbett drin und dann hatte ich halt einen Freund und das war halt blöd mit einem Einzelbett. Und dann habe ich halt noch so ein Doppelbett dahingestellt.
Und Ja, ich weiß nicht, das ist halt jetzt auch schon wieder für Winkler-esque, ne? Weil wenn ihr ein größeres Bett braucht, dann schmeißt ihr das kleine Bett, nachdem ich das große Bett gekauft habe, raus oder verkauf's oder mach irgendwas damit, aber ihr lasst doch nicht einfach drin stehen. Wenn meine Waschmaschine morgen kaputt geht und ich kaufe mal eine neue, stelle ich doch die neue nicht einfach neben die alte und lasse es so, oder? Dann fliegt doch die alte raus. Da sagt man, war kein Platz mehr in der Wohnung, ja, Kelse Bries. mittlerweile bin ich halt hier alleine mit einem Doppelbett und einem Einzelbett. Also gefühlt besteht meine halbe Wohnung aus Bett. Hä, behalt das Doppelbett und schmeiß das Einzelbett weg oder verkauf's schon. Nein, ich verspreche es, ich habe die Scheiße vorher hier noch nicht gesehen. Ich mache das, wie Rainer sagen würde, blind. Ich habe es wirklich noch nicht gehört, die Scheiße. Ich versuche mich hier spoilerfrei zu halten, um das für euch so authentisch wie möglich aufnehmen zu können. Nicht, weil das war halt schon voll vorher möbliert und wenn ich die Wohnung wieder Oh. abgebe, dann soll das hier drin bleiben, sowas. Und ich krieg's nicht auseinandergebaut. Also ich krieg's. Ah, so, okay. Okay. Also die hat praktisch die Möblierung umsonst, darf sie mitbenutzen, aber die gehört ihr nicht. Ja, das ist halt Arsch. Ha? Vielleicht schon auseinandergebaut, aber dann nicht mehr zusammen. Aber da kann man halt sicher dann auch mit dem Vermieter reden und sagen, hey, du hast mal zur Wohnung vermietet mit einem Einzelbett. Ich habe dann zwischendurch ein Doppelbett gebraucht. Ich habe das alte Einzelbett rausgeschmissen und habe ein neues Doppelbett reingestellt. Und das darfst du dann behalten, wenn ich irgendwann einmal ausziehst. Das ist ein Deal und da sagt kein Vermieter Nein dazu. Warum gehst du dann nicht einfach her und Baust die Scheiße rein. Hergehen, Scheiße bauen. Aber vielleicht macht sie auch lieber einfach nur ihr Zeug. Im Doppelbett. ja, ist auch blöd, aber warum gehst du nicht einfach her und gibst deinen Eltern, ja, du hast ja gesagt, deine Eltern haben ein Haus. Ja. Dann gib halt deinen Eltern vorübergehend dein Doppelbett, bis du dann eine neue Wohnung oder so hast. Dann hast du doch bloß ein Bett da. Dir reicht ja dann das Einzelbett, nehme ich mal an. Ja, aber das ist auch. Ja, aber Rainer, was du gerade nicht checkst, ist, die Eltern, die haben halt ein Haus und keine Rumpelkammer für das Klump von ihrer Tochter. Ich glaube, dass Eltern dann irgendwann, wenn die Kinder flügge werden und ausziehen, auch ganz happy sind, dass sie dann ein paar Räume mal wieder anders nutzen können. Ja? Da kann man dann einen Hobbyraum reinbauen oder Bar oder einen Fitnessraum oder was weiß ich, worauf man halt gerade Bock hat. Gell? Eine Heimkinoanlage, was weiß ich. Und dass die dann keinen Bock haben, dass das Kind dann sagt, du im Übrigen, ich hab ein bisschen an Sperrmüll, den möchte ich jetzt nicht wirklich entsorgen, weil vielleicht kann ich ihn nochmal brauchen, kann das hier bei euch in die Butze reinstellen, ha? Dass die dann sagen, ich glaube, du spinnst ein bisschen. Wir waren heilfroh, dass du bei der Tür draußen bist. Ha? Du kannst am Sonntag zum Kaffee und Schweinsbraten kämmer, aber leckt's mich ansonsten bitte am Arsch. Auch doof. Ich meine, wenn jemand so über Nacht bleibt und so. Wow, dann lass ihn auf dem Boden pennen. Aber wenn, Ja, Rainer, der beste Gastgeber. Ne? Oder auf dem Sofa. wenn es aber einer ist, der so ein bisschen, weißt schon, Der Rainer legt hier wieder eine Gastfreundschaft an den Tag. Ne? Da würde ein Walder Frey aus Game of Thrones würde gelb vor Neid werden. den kannst du nicht einfach auf dem Boden schlafen lassen. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, wann soll ich Stell dir vorbeikommen? die Schublade. Oh. Wann soll ich vorbeikommen? Hey, wer ist jetzt auf Vorbeikommen gekommen? Weiß Erzähl. nicht, wann du Zeit hast. Keine Ahnung. Mal gucken. Oh, Könnt ihr stimmt. gleich vorbeikommen? Sagen wir mal in so 3 Stunden? Ja, von mir aus. Ich habe Zeit. Ja, nee, ist klar. Nee, ich glaube aber von Berlin nach schon mehr als 3 Stunden. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich wohne Nicht, wenn ich bestimmte Dinge wittere. Boah. Rainer. Rainer wittert in Jungferung. Er schafft das von Berlin nach, wo auch immer die junge Frau behauptet zu wohnen, in unter 3 Stunden. Zu Fuß. Ne? Aber das wissen wir, dann macht er seine Spezialpower. Der kann ja auch irgendwie in einer Viertelstunde nach Emskirchen und zurücklaufen, ne, von Schauerberg aus. Okay.
Nicht, dass ich das tun würde. Ah ja. Niemals. Es ist wirklich anstrengend. Ja? Jetzt hat es Rainer schon nicht selber aufgenommen. Trotzdem ist er immer mal wieder lauter, immer wieder leiser. Ich hoffe, ihr versteht das alles und die Technik regelt, dass das alles irgendwie auf demselben Niveau bleibt, lautstärkemäßig. Ne? Außerdem, ganz ehrlich, ne, du hast doch eh genug Maps. Also von daher, Genug was? Aha. Aha. Was? Maps hat sie nicht genug. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was. Was ist Merps? Und ich weiß, dass er das jetzt nur gesagt hat, um genau diese Frage zu provozieren, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dafür haten muss oder nicht. Und das ist mehr oder weniger mein Job hier. Muss ich die Info haben. Was es ist. Also, Wollbunny, falls dir das nicht aufgefallen ist, ich war auch auf dem Vorherigen letzten Server. Server und ich glaube, Rainer weiß das noch. Da war ich mit Ja, meinem. ich weiß genau, wer du bist. Ganz genau. Ah, ich Ganz, erinnere ganz, mich, ganz, da ganz war genau. ja irgendwas mit Maps gestanden. War das nicht die Währung, die Rainer da irgendwie. Bingo, das ist meine persönliche Währung, ja. Und Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sind wir jetzt auf dem Niveau? Ich weiß nicht, wer bei euch im Kindergarten damals so einen Einkaufsladen hatte. So eine Ecke mit so einem Kinderspiel-Einkaufsladen. Wo man sich dann irgendwelche Namen ausgedacht hat für das Zahlmittel, was man hier, oder für die Sachen, die man da. Rainer, 5-Jährige machen sowas. 5-Jährige. Und der schwindlige, der sitzt jetzt im Knast hier, der Menschensohn des Horst, der hat sich auch seine. Wie hießen die? Engel, glaube ich, hießen die. Also, komplett geistig minder bemittelte Intelligenzallergiker denken sich so eine Scheiße aus. Und kommt's ja jetzt nicht von wegen, ja, aber Kinder, bla bla bla, Kinder in dem Alter sind hageldumm. Ne? Kinder in dem Alter sind hageldumm. Wenn es eure eigenen sind, dann findet ihr die süß und ihr liebt die, weil euch ist auch vollkommen in Ordnung. Aber erzählt mir jetzt nichts. Kinder sind halt, 5-jährige Kinder sind halt dumm. Und Rainer bewegt sich auf demselben geistigen Niveau. die ist nun mal ganz besonders. Wir werden es nie rausfinden, was es ist, aber wir können uns. Weil er versucht jetzt hier gerade irgendwie echt diesen charmanten, so ein bisschen diesen charmanten Talkshow-Host zu geben, oder? Oder der Typ, der gerade eingeladen hat, ne, für einen kleinen Aperitif in der Zigarrenlounge oder so, ha? So sieht er sich gerade. Diese Währung. Mein Name ist Winkleberry. Ich habe meine Millionen in YouTube gemacht. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Ja, also mal, wenn du hier so, wenn du Jetzt hat er einen Schlaganfall gekriegt. wirklich das Angebot ernst gemeint hast, so, ne, und vielleicht finden sie es ja noch raus. Ich werde mir Mühe geben. Ja, das ist was, ne, das ist ein Konzept, das hat Rainer in seinem ganzen Leben noch nicht verstanden. Ne? Rainer hat versucht, sich Mühe zu geben, damals. Mit ihr 4 Drachen und der Mel und so. Ne? Viele Leute sagen, ja, damals hat er sich noch Mühe gegeben. Ne? Er hat versucht, sich Mühe zu geben. Ja, hätte er sich richtig Mühe gegeben, wäre da ein besseres Ergebnis rausgekommen. Aber er hat es wenigstens versucht. Das rechne ich ihm an. Da kriegt er so einen kleinen Marienkäfer-Aufkleber auf seine Mappe dafür. Er hat versucht, sich Mühe zu geben. Er hat aber dabei versagt, weil er hageldumm ist. Naja, witzig an der Stelle ist, dass ich noch eine Aber witzig an der Stelle ist, das ist jetzt hier, das hat man in dem Video jetzt schon 1000-mal. Der Witz ist, die Krux ist bla bla bla, dann kommt immer irgendeine hanebüchene Lügengeschichte. Ne? Ja, wisst ihr, was das Lustigste ist? Sie war 4 Jahre älter als ich. Ha 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 ha.
da mal eine von euch beiden gerade zumindest nicht nach normalen Maßstäben als Hater abstimmen kann. Und zwar allein deswegen, weil ihr mir natürlich euren Pesto gezeigt habt, dass ich weiß von beiden. Was ich immer noch witzig finde, ist, dass ihr wirklich fast gleich aussieht. Okay. Jetzt bin Ja. ich irgendwie neugierig, wie du ausschaust. Hä? Hat er denen jetzt wirklich irgendwie vorgeworfen, beide Haterinnen zu sein? Schau in den Spiegel. Ja, Das ist nee, es kann nicht sein, dass ihr genauso ausschaut wie ich. So, das genauso seht ihr nicht aus, aber ihr habt die gleiche Frisur und ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, aber da ihr es beide habt, macht es keinen Unterschied in der Brille. ich auch. Boah, das ist krass. Das ist krass. Rainer, da bist du, glaube ich, wirklich was auf der Spur. Ja? Der große Detektiv. Sherlock Holmes, Detektiv Conan und sowas, das war alles gestern. Ja? Rainer Winkler. Boah, das ist sicher dieselbe Person, weil die haben dieselbe Frisur. Und beide eine Brille. Weil Frisuren ja nicht oft modebedingt sind. Ne? Also wenn die ungefähr gleich alt sind, dann sind ihre Persos auch ungefähr zur selben Zeit ausgestellt worden. Und wenn es währenddessen eine Frisur gab, die hart in Mode war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide sie auf diesem Foto haben, relativ hoch. Und es tut mir leid, eine Sehbehinderung ist halt auch relativ weit verbreitet. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass ich funktionierende Augen habe und halt erst so in den nächsten wahrscheinlich 10, 15 Jahren Probleme mit ist das Alterskurz- oder Altersweitsichtigkeit? Eins von beiden. Ja, ich werde eine Lesebrille brauchen dann irgendwann. Ich habe es bei meinem Vater gesehen, bei dem war das auch so. Und, aber ich kenne so viele Leute, die eine Brille haben. So viele Leute, die eine Brille haben. Easy. Und wenn die dasselbe, ungefähr im selben Alter sind, dann haben die oft ähnliche Klamotten und ähnliche Frisuren und sowas, weil die halt oft nach der Mode gehen. Ich bin kein großer Modefreund, wie gesagt, ich war schon immer Freak. Aber es ist ja nicht abzustreiten, dass das ein großes Thema für sehr viele Leute ist. So, was ist in dieses Jahr? Was trägt man dieses Jahr? Und das geht von der Frisur über die Klamotten bis zu den Schuhen bis zur Unterwäsche. Und dass das dann gleich ausschaut, das ist so ungefähr, wenn die beide gleich alt wären und die wären jetzt hier aus meiner Szene, nicht aus deiner Reihe oder aus Metal-Verbot, die wären jetzt aus meiner Szene und wären beide gleich alt und haben beide irgendwie ein Heaven Shall Burn T-Shirt an. Ah, ist verdächtig. Zwei Leute, die auf Metal stehen, beide Heaven Shall Burn anhaben, halt. Das ist, Haterin confirmed, ja, das ist dieselbe Person. Alter Maul, Rainer. Keine Brille. Hattest du keine Brille auf dem Bild? Das war, Nein. wenn man da. Okay, dann Mist. Ja, sorry. Okay, jetzt hab ich mir das Maul fusselig geredet und hab komplett vergessen, dass auch einfach sein kann, dass er komplett behindert ist. So. Wie Scusi. Und reingekackt. Ich habe keine Brille. Ja, ich habe ein schlechtes Gesichtsgedächtnis. Namensgedächtnis übrigens auch, wenn wir schon dabei sind. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, du hättest ein gutes Gedächtnis diesbezüglich, wenn du einen Fick geben würdest. Rainer. Du hast einfach, dir sind andere Menschen einfach geschmeidig scheißegal. Das ist das Problem. Ne? Du bist ein egomanischer Unsympath, der sich ausschließlich und nur für sich selber interessiert. Und deswegen haben andere Menschen für dich auch einfach, die haben alle dasselbe beige Gesicht einfach, ohne Gesichtszüge und sowas, die sind dir alle scheißegal. Hauptsache hier Knicke die Knack oder Barren, kriegst du. Wir haben es im letzten Video schon gesagt, wenn es um seine materielle oder sexuelle Bedürfnisbefriedigung geht, dann werden ihm die Menschen wichtig, dann kann er sich dann komischerweise auch an die erinnern. Ansonsten ist ihm jeder Mensch grad wurscht. Alles gut. Beweisstück, hört euch die Wien-Aussage nochmal an. Trotzdem. Ihr Schweine, sterbt und gebt mir eure Sphären. Yay. Bitte Ist einmal okay. deinen Pass schicken und die IBAN, ne? Und den PIN. Das wäre sehr IBAN, sorry. nett.
Sonst noch Wünsche hier? Nee, ein Haus kannst du mir auch noch schenken. Und ein Auto. Ja, Und wenn ich das Geld, wenn ich das Geld für ein eigenes Haus hätte, ne, dann hätte ich schon längst meinen Schon längst meinen. Traum von meiner persönlichen Kommune aufgemacht. Kommune. Ich habe Jetzt wird das Thema wieder schwierig. da vorher irgendwas gelesen, hier irgendwie Hast du vorhin auch immer erwähnt, ja. Kommune? Ja, pass auf, das will ich in gewisser Weise auch weiterhin durchziehen. Es ist, Aber was ich mir jetzt die ganze Zeit denke, er vermutet, dass das beides Haterinnen sind. Aber er unterhält sie halt trotzdem weiter mit denen, gell? Ist das, weil er sich vielleicht im Hintergrund denkt, so, vielleicht sind es ja doch keine Haterinnen und dafür, für den Fall möchte ich es mir mit denen nicht verscherzen? Oder ist er wirklich so verzweifelt und sucht so sehr nach irgendeiner sozialen Interaktion, nach irgendjemandem, der ihm zuhört, wenn er diesen Bullshit vom Stapel lässt? Das sagt mir vollkommen wurscht, ob die mich haten und ob die das leaken und sowas. Hauptsache, ich sitze hier nicht alleine in der Bude und kann mit irgendjemandem reden, egal wer es ist und wie sehr mich diese Person verabscheut. Ihm ist beides auf eine andere Art und Weise erbärmlich, aber mir würde es interessieren, was von beiden der Fall ist. Weil eins davon muss ja der Fall sein. Wenn er schon verdächtigt, dass die Haterinnen sind, dann muss eins davon zustimmen. so, ich habe ja ich bin ja generell sehr an FKK interessiert und so weiter. Und Nein, Rainer, du bist an FKK überhaupt nicht interessiert. Rainer, du bist der Engländer würde sagen, du bist ein Peeping Tom. Du bist ein Spanner, Rainer. Und die Leute, die an FKK interessiert sind, die sind keine Spanner. Das hat ganz einen ganz anderen Grund, warum die Leute FKK machen. Also die richtigen, ne, FKK-Leute. Wie gesagt, ey, ich bin im Westen aufgewachsen, da war das Tabu, ne? Aber ich kenne Leute, die im Osten aufgewachsen sind und gesagt, das war vollkommen normal. Wir sind in die Ostsee gefahren, dann hat man sie ausgezogen und ist ins Wasser gegangen und keiner hat einen Fick drum gegeben, ne? Aber die Grundidee hinter dieser ganzen Freikörperkultur, die hat Rainer überhaupt nicht verstanden. Gar nicht. Weil es geht ihm nur darum, haha, Wurstfach. Weiter denkt er dann nicht. ich habe auch in meiner Jugend da einige Sachen erlebt. Oh, jetzt erfindet er Sachen aus seiner Jugend. Ich gebe euch nochmal kurz, ne? Ich habe mal gerade nochmal eine halbe geholt. Ich gebe euch nochmal kurz. Holt euch noch ein Getränk eurer Wahl. Vielleicht könnt ihr es auch nüchtern ertragen, dann holt euch einen Tee oder einen Eistee oder sowas. Ein kühles Getränk ist jetzt Gott sei Dank endlich einmal Sommer geworden. Ja, schon fast Mitte August. Ne? Tatsache geil. Aber ja. Ich glaube jetzt wird es zäh. Einige, sehr viele Sachen sogar. Und generell würde ich halt auch gerne meinen Glauben früher oder später, das ist unwahrscheinlich, dass es hier passieren wird. Jedenfalls mit dem Zusammenhang mit den Hatern. Andererseits, zwei habe ich ja schon. Sein Glaube und seiner Kommune, er glaubt immer noch, das Einzige, was zumindest, sagen wir mal, der Kommune, das mit dem Glauben, ne? Wenn er glauben will, dass die Welt besser wird für ihn, wenn er irgendwann mal tot ist, soll er es machen. Aber gehen wir mal auf die Kommune, er glaubt da immer noch, dass das Einzige, was dem Erfolg dieser Kommune im Wege steht, die Existenz der Hater ist. Wenn es die Hater, es ist unfassbar. Wie man wirklich so wenig checken kann in seinem Leben. Wenn es die Hater nicht gäbe, die ihn ja vollkommen grundlos hassen, weil er macht ja nur sein Zeug. Wenn es die nicht gäbe, dann könnte er schon lange seine Kommune machen und könnte da leben und leben, ne? Und hätte unbegrenzte Ressourcen und permanent Snoo und alles. Alles, was er sich erträumt hat für sein Leben, hätte er jetzt, wenn es nur diese vermaledeiten Hater nicht geben würde.
Das ist, ja, das ist die Lulu sein Urgroßvater, Digga. Die dann zumindest interessiert sind, was den Blog angeht. Ich bin auch vielleicht nicht am Glauben. Und mein Gedanke ist halt, wenn ich irgendwann in die Situation komme, dass ich dann halt vielleicht auch so eine Art Kommune aufbaue, die Ja, im eigentlich wäre das cool. die im Also ich Zusammenhang. Ja, ist ja okay, er redet doch schon. Du musst ihm jetzt gerade gar nicht in den Arsch kriechen, damit er Met produziert. Du kannst auch einfach erstmal labern lassen. Die im Zusammenhang auch mit meinem Glauben steht und alles. Und da ich eben auf FKK stehe, würde ich halt gerne versuchen, wenn man genug Menschen zusammenbekommt, dann kriegt man ja auch ein gewisses finanzielles Polster zusammen. Und mit diesem finanziellen Polster würde ich dann gerne halt versuchen, zusammen das zu schmeißen, wenn man das möchte, und zusammen halt irgendwo eine Kommune zu gründen. Also sprich, man kauft sich irgendwo einen Aussiedlerbauernhof oder Einen Aussteigerbauernhof. Aussiedlerbauer. Ich kenne Einsiedler. Aber nicht Aussiedler. keine Ahnung, einen Aussiedlerbauernhof oder man kauft sich zusammen irgendwie ein altes Industriegelände oder so. Irgendwas, wo du halt die Möglichkeit hast, quasi was aufzubauen. Und dann kann man da quasi sich an wie Luftschlösser, die ich baue, oder? Nein. Keiner. Das sind keine Luftschlösser. Das waren nie Luftschlösser. Die Schlösser, die du gebaut hast, die waren immer aus Methan. Das Methan, das aus deinem Arschgebirge entfleucht ist, daraus hast du dir deine Methanschlösser gebaut. Und die haben halt nicht nur nach Scheiße gestunken, sondern die waren auch genauso viel wert. Dann kann man sich quasi da zusammen eine Existenz aufbauen, wo man quasi selbstversorgend ist mit Strom, Wasser, im Idealfall möglichst autark mit allem. Ein paar Sachen wird man von außen zwangsläufig holen müssen, zum Beispiel Gewürze oder auch ja, verschiedene andere Dinge, wie halt zum Beispiel Lebensmittel. Manche Lebensmittel wirst du halt anders nicht machen können. Ja, Klassiker. Die Mikrowellenburger vom Rewe, die kannst du halt einfach nicht anbauen. Die wachsen halt leider nicht am Baum. Deswegen müssen die halt, sowas muss schweren Herzens, aber ansonsten sind wir sehr naturverbunden. Ne? Also, das wird jetzt nicht so eine Sache, wo alle anderen ihr Geld reinschmeißen. Weil Rainer hat kein Geld. Er hat gerade vorhin gesagt, wir schmeißen dann alle unser Geld zusammen. Welches Geld denn, Rainer? Du hast vorhin gesagt, dass du 30.000 Euro Schulden hast. Ne? Also die anderen Leute schmeißen alle erstmal ihr Geld da rein, dann wird davon erstmal Rainers Schulden bezahlt, dann der Hof und dann dürfen die da schön arbeiten, während er dann oben drin hockt, den ganzen Tag wichst und daddelt und einmal am Tag, zweimal am Tag kommt jemand mit dem Eimer und macht den Trog voll. So denkt er sich das. Und dann dann kann man sich da quasi eine richtige Kommune aufbauen und alles richtig schön zusammen dann leben. Und das hat eben unter anderem. Du weißt, dass Kommune von Gemeinschaft, ne, kommt, ne? Es geht da um eine Gemeinschaft, ein Zusammenschluss aus Menschen, die ähnliche Werte vertreten und ihr Leben zusammengestalten wollen. Das hat hier nichts mit deinem diktatorischen Sexkult zu tun, den du da aufbauen willst. Oh, geht's mir alles, folgt mir hin und her, ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen und wenn ihr alle schön brav seid, dann dürft ihr danach in die ewige Seligkeit in mein erfundenes Bumsknödel-Universum kommen, um für mich als minderjährig aussehende Sexsklaven zu dienen. Das hat mit Kommune überhaupt nichts zum Tor, Rainer. Auch mit der Möglichkeit halt, ohne dass man dann von anderen schief angeschaut wird, halt eben auch mit FKK und allem drum und dran. Allerdings wird das wahrscheinlich. Die Leute werden alle schief angeschaut, wenn die da FKK rumlaufen, und zwar von dir. Nicht in Deutschland passieren, weil in Deutschland kannst du ganzjährig eigentlich kein FKK machen, außer du hast kein Problem mit der Arschkette. Ja. Oh, bleib schon im Winter einfach im Haus, ha? Ich finde eigentlich, das klingt cool. Also, ich wusste gar nicht, dass es so quasi FKK-Clubs und sowas schon gibt, wo man einfach dann so hingeht und es gibt auch richtige FKK-Wanderungen und so weiter. Und FKK-Clubs und
Ja, aber ich glaube, diese Wanderungen, gerade in der Öffentlichkeit, das ist auch immer so eine Sache, oder? Weil ich nehme mal an, dass du da sehr schnell die Grenze zur Erregung öffentlichen Ärgernisses überschritten hast. Und dass vielleicht nicht jeder Bock hat, dass hier die Pimmelparade durch seinen Ort läuft, nur weil er gerade in einer schönen Gegend wohnt. Korrigiert's mich, wenn ich Scheiße labere, aber da brauchst du dann eigentlich mehr oder weniger eigenes Land dafür. Eigene Staatsgrenzen, und du sagst, ja, kommt keiner rein, der Klamotten anhat. Da kaufst du dir Insel. Jetzt habe ich das mit der Epstein Island Nummer verstanden. Passt. Passt. Der Kreis schließt sich. Ne? Wie der Darth Vader sagen würde. Der Kreis schließt sich. Rainer will Epstein sein. Rainer will einfach Jeffrey Epstein sein. Er will sein eigenes Land, wo er machen kann, was er will. Alle sind nackt. Und er hat keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Und jeder trägt ihm den Arsch hinten nach. Es gibt gar nicht dieses Camping und alles, ne? Ja, mir ist das nur mal jetzt aufgefallen, weil ich mit Freunden so im Urlaub waren, wir waren so wandern und ich habe mich halt an Google Maps orientiert und habe den schnellsten Zurückweg gesucht zu unserer Herberge, bei der wir waren. Und den haben wir auch genommen. Und dann sind wir an irgendeinem Tor, standen wir und wir dachten, naja, wir können jetzt nicht wieder zurückgehen. Also sind wir illegalerweise über das Tor drüber geklettert und wir haben dann erst hinterher, nachdem wir festgestellt haben, wir dachten, das wäre so eine Gartenanlage dort. Wir haben hinterher erst festgestellt, dass wir gerade eigentlich mitten durch einen FKK-Club laufen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber wir hatten dann richtig Angst, dass uns da jetzt jemand erwischt, weil wir wollten ja da niemanden bedrängen oder sonst irgendwas. Das ist ja, weiß ich nicht, das ist aber total unhöflich und das tat mir auch voll leid dann. Ich war froh, als wir dann da irgendwie Ja, mit Leute bedrängen und mit unhöflich sein hat der Rainer eher weniger ein Problem. Ha? Da darfst du mal hier das Indigo-Bärchen fragen. wieder raus waren. Das war ein bisschen schwierig. Oder jedes andere Bärchen. Ne? Das ist gut. Grundsätzlich werden die dir da normalerweise keinen Strick draus drehen, außer du baust da Scheiße halt, aber Ja, aber solange du nur dein Zeug machst, ist alles gut, ne? Die Story halte ich auch für Hanebüchen, weil normalerweise laufen ja die gängigen Wanderwege nicht durch solche FKK-Clubs durch, oder? Und dann kannst du immer noch am Zaun entlang außen rumgehen, weil so riesengroß wird der nicht sei. Oder du gehst halt an den normalen Eingang hin, klopfst, klingelst oder sonst was und redest dann mit den Leuten und sagst, hey, wir sind irgendwie Google Maps mäßig, das hat uns hierher geführt, so dürfen wir vielleicht einfach hier kurz durch. Wir müssen auf der anderen Seite, ansonsten müssen wir einen riesen Umweg zu unserer Herberge laufen und wir haben einen Tisch reserviert oder was weiß ich. Dann sagen die, jetzt komm, ja, dann lauft's halt schnell durch, passt schon. Hätte ich Sach gehabt. Oder die sagen, Grunde von meinem Grundstück. Das kann natürlich auch sein. das Witzige ist ja, diese Abgrenzungen sind aus zwei Gründen da. Weil das ist eine Sache, die viele nicht begreifen. FKK ist ja nicht strafbar. Du darfst tatsächlich nackt durch die Öffentlichkeit laufen. Du kannst mit nacktem Arsch dich sogar ins Diner setzen. Okay. Nee, kannst du nicht, weil ich kein Restaurant kenne, das nicht speziell auf dieses Klientel abzielt, das hausordnungsmäßig das durchgehen lassen würde. Also in Restaurants, die lassen die halt nicht rein. Und in der Öffentlichkeit gilt halt dieser schöne Grundsatz, so deine Freiheit endet da, wo meine anfängt. Und wenn die Leute nicht wollen, dass irgendwelche 250 Kilo Haberer mit ihren Wasserhaxen nackert durch ihren Ort laufen, dann hast du das auch nicht zu tun. Und dann können die zur Polizei gehen und sagen, hier, Erregung öffentlichen Ärgernisses, knacken Sie den ein. Oder beziehungsweise gehen Sie dahin und sorgen Sie dafür, dass er seine Scham bedeckt. Und der Witz Aber daran, Scham ist wieder so ein Fremdwort für Rainer, gell? Oder irgendwas. nein, das funktioniert nicht. Gar nicht. Ah, okay. Nein, Das geht. du hast Mutterschleim nicht ordentlich gelesen. Ja. Schleime, Ich bin irgendwie, warte eine Sekunde, ich muss den richtigen Punkt wieder, irgendwie haben wir es gerade verkackt.
Er hat den Punkt wieder gefunden. Ich weiß nicht, warum das jetzt irgendwie eine Stunde zurückgeswitcht ist. Ich bin auf irgendeinen Knopf gekommen. Okay. Der Witz daran ist, es gibt ein anderes Gesetz, und zwar das Gesetz der, oh, lass mich jetzt mal lügen, das war 35, Das ist das Gesetz der Straße, Rainer. Ja, das Gesetz der Straße. und 35b oder 36b. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist es auch so, dass es da ein Gesetz gibt, und dieses Gesetz bezieht sich auf die persönliche Freiheit, beziehungsweise auf den persönlichen Die persönlichen. ich müsste jetzt nachschauen, wie der genaue Gesetzlaut ist, aber es ist auf jeden Fall so. Nackt rumlaufen darfst du. Wenn sich jemand aber darüber beschwert, dann ist es strafbar. Ah, okay. Das heißt, du kannst problemlos in der Öffentlichkeit nackt rumlaufen. Wird sich keiner beschweren. Also würde es sich keiner beschweren, juckt es auch nicht. Du darfst es so lange machen, wie du willst. Ja, wo kein Richter, da kein Henker, aber es ist halt auch, ne? Das ist auch wieder so eine Sache, sich dann so krass auf Gesetze zu fixieren. Theoretisch schon, aber bla, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das Problem, wenn man grundasozial ist halt einfach, dass man nicht checkt, welche sozialen Normen in der Gesellschaft, in der man lebt, gelten. Und für den Rest von uns normal Denkende, geistig voll ausgebildeten Menschen ist vollkommen klar, dass wir uns, bevor wir aus dem Haus gehen, eine Hose anziehen. Aber für Rainer ist das, ne, das passt in sein Weltbild nicht rein. Aber er will doch nicht mit Hose rumlaufen. Warum muss er denn dann mit Hose rumlaufen? Aber er will doch nicht in die Schule gehen, sondern Pokémon schauen. Warum darf er das jetzt nicht? Ja, aber er will doch jetzt die Frau, die da bei ihm pennt, auf der Couch, intim anfassen, obwohl es ihm gesagt hat, dass sie das nicht wünscht. Warum darf er das jetzt nicht? Rainer hat einfach dieses Konzept nicht verstanden, dessen, dass er halt einfach nicht alles machen darf, was er will, weil es ihm gerade in den Kram passt. Das ist natürlich deine Angelegenheit, aber wenn sich halt jemand beschwert und belästigt fühlt, dann ist das halt wieder, Dann, scheiße, Rainer. und dann ist das halt wieder eine andere Nummer. Und du darfst natürlich auch grundsätzlich von dir aus niemanden belästigen. Ja. Aber das versteht sich ja normalerweise sowieso Ja, bei dir habe ich da nicht das Gefühl, dass sie das von selbst versteht, Rainer. von selbst. Aber es gibt halt Menschen, die sich allein durch den Anblick eines nackten Arschs, eines Schniedels, einer Muschi oder sonst was, wie du es bezeichnen möchtest, Muschmusch oder Schatzkästchen oder Ja, oder hier, Ding, was war das? Fotze, Schlampe, Schwanz. So ein Ding. Schniedel oder Dödel oder was auch immer du da für komische Bezeichnungen haben könntest für das Zeug. Für das Zeug. Ach so, deswegen sein Zeug machen. Jetzt habe ich es gecheckt. Wenn sich daran, es gibt halt viele Leute, die sich daran halt einfach stören. Ja, das ist richtig. Es gibt Leute, die wollen einfach nicht unverhofft die Genitalien von anderen Menschen sehen. Und das hast du zu respektieren, Rainer. Und jeder von uns weiß das. Es gibt auch Leute, die da kein Problem damit haben, aber jeder von uns in unserer Gesellschaft, gerade in der mitteleuropäischen, weiß das, okay, das ist so, der Großteil der Menschen wünscht nicht ungefragt und plötzlich irgendwie die Genitalien anderer Menschen unter die Nase gerieben zu bekommen, und dann hält man sich halt dran. Das ist halt das Mindeste, was man machen kann. Auch wenn man gerne jedem seinen Pimmel zeigen würde, so wie du, ist halt einfach nie angesagt, Rainer. Wo mir auch komplett irgendwie, ich meine, wenn er was Besonderes, er ist besonders klein, vielleicht ist er da besonders stolz drauf, sagt er, hey, ne? Hast du so einen Kleinen schon mal gesehen? Guck mal hin. Ich weiß es nicht. Aber das ist gängiger Konsens bei uns in der Gesellschaft, so macht man nicht. Wenn man aus dem Haus geht, zieht man sich vorher eine Hose an. Was
völliger Schwachsinn ist, aber gut, so sind halt manche Menschen. Ja, also ich weiß nicht, bei mir war das schon so von Kind an, dass ich zum Beispiel mit meinen Großeltern, dass wir dann so an den FKK-Strand und so gegangen sind. Da war das eigentlich relativ normal, aber ich glaube, das ist generell so ein Osten-Ding, so weil das ja in der DDR gerade, also weil es zu DDR-Zeiten eigentlich relativ normal war, zum Beispiel FKK baden zu gehen und sowas, dass das immer noch hier so ein Ding ist. In der DDR ist es ja sowieso so gewesen, zum Teil, weil die Leute halt, Also sie kommt offensichtlich aus der DDR oder zumindest, ne, ihre Familie. Das kann jetzt, so wie sie es gesagt hat, kann es beides sein. Entweder, ne, die Eltern haben rüber gemacht und sie besucht die Oma drüben. Oder sie kommt immer noch, also sie wohnt immer noch in der DDR, ne? Ich merke es selber, ne? In den neuen Bundesländern, so sagt man's. Und sie hat ja da Ahnung. Und er ist ja Zeit seines Lebens von diesem Hof in Mittelfranken nicht runtergekommen. Und er erklärt ihr jetzt, wie es damals in der DDR gelaufen ist. Das ist richtig wild. in der DDR ist es sowieso so ein Ding gewesen, dass die Leute das gemacht haben, weil sie, Weil sie, wie sagt man, ja, wie sagt man denn jetzt? die hatten ja teilweise gar nicht die Möglichkeiten. Die hatten ja mit allem möglichen Scheißen. Die hatten keine Möglichkeit, sich eine Hose anzuziehen im Urlaub, oder? Da hast du schon ein bisschen, also Konsum war in der DDR jetzt nicht so sehr möglich wie in Westdeutschland. Aber Hosen hatten die, Rainer. Hosen hatten die. Probleme und eben auch mit Badeklamotten. Und Ja. irgendwann haben sich halt irgendwelche Leute gedacht, wisst ihr was, ne? Dann zeige ich halt meinen Schniedel, mir doch egal. Nein, es geht nicht darum, den Schniedel zu zeigen, Rainer. Bei dir geht es darum, den Schniedel. Du willst den Leuten den zeigen. Obwohl ihn keiner sehen will. Bei FKK geht es eben nicht darum, anderen Leuten die Genitalien zu zeigen oder die von anderen anzustarren. Ja, Ja. das kann auch sein. Ja, so ist es. Also, soweit ich weiß, ist die FKK-Kommune so entstanden tatsächlich. Also nicht Genau so ist sie entstanden, Leute. Genau so. Braucht euch keine Dokumentationen über das Thema anschauen oder braucht euch nicht einlesen oder informieren. Jetzt habt ihr das gehört. Ne? Die haben einfach nichts gehabt im Kommunismus und deswegen haben sie gesagt, dann zeigen wir jeden einfach unseren Schniedel. Das die ganze Magie ist. So einfach kann so ein Thema sein. Wild. Bei mir klingelt es gerade. So, sorry, da sind wir wieder. Gestern einen neuen Campingstuhl bestellt für nächste Woche Festival. Der ist heute schon gekommen. Wild. Den gestern Abend bestellt, jetzt ist er da. Kommune, sondern FKK-Community. Ja, Also- okay, verstehe. Ja, warum nicht? Ich sag's gerne wieder und wieder und wieder. Das ist letzten Endes jedem selbst überlassen. Ich bin nicht der schönste Anblick mit meinen über 200 Kilo oder fast 200 Kilo. Nee, über 200, da ist schon eher, ne? Da hat er sich kurz verplappert. Nee, fast 200 Kilo. Jetzt könnten ja doch keine Haterinnen sein für den Fall. Möchte ich sie jetzt nicht gleich abschrecken. Ne? Obwohl, fast 200 Kilo, über 200 Kilo, das macht ein Kraut nicht fett, Rainer. Das ist wirklich... Mittlerweile sind es keine 200 mehr. Ja. Aber es gibt halt genug Menschen, die halt. Wo geht's denn hier hin? Die halt nicht 230 Kilo wiegen. Hallo. Was haben wir denn hier gefunden? Ich bin hier Ein Mikrowellen-Cheeseburger vom Rewe. schon so lange gewesen und kenne mich trotzdem noch nicht aus. Cool. It's the story of your life. Ohne Kiste. Viele Leute sich halt über nichts und wieder nichts aufregen. Ich meine, ich verstehe das sowieso nicht, bis heute nicht. Warum sich manche Leute darüber aufregen, dass jemand nackt durch die Gegend läuft? Ja, weil man es vielleicht nicht sehen will, Rainer. Und wie gesagt, es ist überhaupt kein Ding nicht. Dass man sagt, hey, die meisten Leute in der Gesellschaft haben keine Lust darauf, dann machen wir das halt nicht. Das sind Regelungen aus vernünftigeren Zeiten. Ne? Heutzutage wird über jeden Scheißdreck diskutiert, da hast du schon recht. Ne? Keine Ahnung, jetzt sind sie gekommen mit ihrem
Gendersternchen etc. bla bla, 85% der Leute im Land sagen, ist Bullshit, lass mal das bleiben bitte. Und es wird weiter darüber diskutiert. Damals hat er gesagt, hey, keine Ahnung, darf ich Dick Swinging irgendwie durch die Nachbarschaft laufen und allen und vor allem auch euren Kindern irgendwie meine Genitalien zeigen? Dann haben 98% der Leute gesagt, na, mach mal nicht, und dann war das Thema damit gegessen. Also, so wie es in der normalen Gesellschaft hat funktioniert. Man kann ja einen Vorschlag bringen. Es ist ja nicht so. Ne? Ich bin ja wirklich ein sehr liberaler Mensch. Ne? Aber wenn ich sage, okay, ich habe hier was die komplette Gesellschaft betrifft, ich habe eine Idee, wir könnten von heute an das so und so regeln, mit den Dingen so und so umgehen und zu dem und dem das und das sagen. Und wenn dann der Großteil sagt, mei, bärige Idee, da hast du wirklich was dabei gedacht, ich check nicht, wie wir da nicht schon früher drauf gekommen sind. Super, das machen wir jetzt heute. Und der Großteil der Gesellschaft, die Mehrheit sagt, gut, so wird's gemacht, dann wird's so gemacht. Und wenn ich herkomme und sage, hey, können wir jetzt, keine Ahnung, zu Bananen in Zukunft Baumpimmel sagen und mich die komplette Gesellschaft fragt, ob ich high oder dumm bin und sagt, nein, das machen wir natürlich nicht, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, wo da das Problem ist. Ich glaube, die Leute haben Demokratie nicht ordentlich verstanden. Ne? Die Mehrheit entscheidet, was passiert. Fertig. Jeder hat ein Recht, seine Meinung zu haben und sie vorzubringen und für sie einzustehen und für sie zu debattieren. Und wenn es dementsprechend nicht passiert, weil die Mehrheit der Menschen das nicht will, dann ist es so. Und wenn die Mehrheit der Menschen das will, dann wird es auch so umgesetzt. Aber das verstehen die Leute generell nicht mehr. Das verstehen aber weder Rainer Winklers, noch irgendwelche komischen anderen Dullis im Internet, noch die Leute, die in der Regierung sitzen, noch sonst irgendjemand. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass wir einfach Ende des letzten Jahrhunderts dazu eine Neigung entwickelt haben, unsere Kinder zu absoluten egoistischen Hurensöhnen zu erziehen. Die so einen Gemeinschaftsgedanken halt nimmer haben. Weil die Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir alle was dafür tun, aber wir auch alle was dann dafür bekommen. Und so läuft es halt nicht mehr. Ha? Und wenn du sagst, keine Ahnung, ne, tauchen wir nicht zu sehr. Aber Politikvideo mache ich vielleicht auch nochmal irgendeins. Das soll jetzt hier das nicht werden. Aber reiner der Großteil der Gesellschaft, um jetzt nochmal aufs Wesentliche zu kommen, hat beschlossen, dass nackert in der Öffentlichkeit rumzulaufen nicht okay ist, vor allem nicht am helllichten Tag. Und daran haben wir uns dann alle zu halten. Bums aus Nikolaus, fertig. Was interessiert mich das denn, ob jemand nackt durch die Gegend läuft? Wir wurden Ja, wie gesagt, was interessiert mich, ob du nackt durch die Gegend laufen willst, Rainer? alle nackt geboren. Wo ist das Problem? Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, das Rainer-Prinzip, ne? So wie man geboren wurde, so muss man auch bleiben. Rainer dumm geboren, nichts dazugelernt, nackt geboren, immer noch gerne nackt unterwegs. Für ihn hört sich das alles logisch an. Es gibt halt einfach Leute, die haben sie irgendwann einmal zwischen dem Zeitpunkt der Geburt und dem 37. inzwischen Lebensjahr halt mal weiterentwickelt für 2 Cent Hirn. Dass er das nicht versteht, mei. Ne? Das stört mich ehrlich gesagt auch nicht. Das Einzige, was halt so ein bisschen das Ding ist, also, ich weiß nicht, als Frau fühlt man sich da vielleicht nochmal ein bisschen unwohler, weil man sich einfach so ein bisschen wie Beute fühlt. Weißt du, was ich meine? Wenn einen dann die ganze Zeit alle anstarren. Verstehe ich, sage ich dir aber auch noch was dazu. Und zwar ist nämlich die Sache die. Interessiert ihn gar nicht. So, das ist die Sache. Das juckt ihn ja nicht, wie sich die anderen Leute fühlen. Ne? Deswegen hat er ja auch. Manche Leute sagen trotz, manche Leute sagen weil, aber ne, in Anwesenheit eines Kindes die Hose gelüftet, wie er selber sagt. Ne? Und das ist auch komisch. Wenn du unter Nackten bist und vor allem unter Nackten, die das gewöhnt sind, dann wirst du zwar auch merken, dass dich jemand anschaut,
Aber du wirst merken, dass dich kaum jemand groß beachtet. Und zwar deswegen, weil es letztlich scheißegal ist. Ja, Ähm, okay. wenn alle nackt sind, dann ist das was Normales und das kratzt keine Sau. Weißt du? Ja, Weil verstehe. es ist ein ganz normaler Prozess. Wenn du angezogen unter nackten Leuten bist, dann schaust du sie meistens trotzdem an, auch wenn du das vielleicht gar nicht willst. Ja, Das liegt aber einfach. Nee, ganz ehrlich, ich war noch nie in der Situation, wo alle Leute nackt waren, nur ich nicht. Also, keine Ahnung, ich bin noch nie. Also, Kasper, wie schaut's aus? Samstag auf die Nacht. Ne? Also, ich feiere Geburtstag. Ne? Wir bestellen Pizza, Musik und sowas. Ich habe hinten eine kleine Bar aufgebaut, da machen wir Cocktails und sowas. Kommst vorbei, hast Lust. Und ich komme dann da hin und stehe dann in der Wohnung und bin der Einzige, der angezogen gekommen ist. Und alle anderen ist mir noch nie passiert rein. Ist mir noch nie passiert. Normalerweise eben, weil wir diesen gesellschaftlichen Konsens haben, ist normalerweise das schon eine nennenswerte Info, wenn eine Party darauf ausgelegt ist, dass alle keine Klamotten anhaben. Und in solchen Kreisen bewege ich mich halt nicht. Das heißt, hey, wie schaut's aus? Ne? Diesen Samstag bei mir, knicke knack, Rudelbums, jeder mit jedem. Let's go. Und die wenigsten Leute sind so drauf, Rainer. Die Leute, die so drauf sind, dürfen auch so drauf sein. Dann gibt es ja auch dann die speziellen Clubs und so, in denen du alle Hausverbot hast. Weil sogar unter den Leuten du dich nicht an die Regeln halten konntest. Ne? Im Gegensatz zu deiner Behauptung, die Hater wären dran schuld, dass du in der FKK-Sauna nicht mehr erwünscht bist, sondern ne, die Info, die wir aktuell haben, ist, du bist in der FKK-Sauna dann nicht mehr erwünscht, weil du dich an die Grenzen der Menschen nicht halten konntest. Und das ist das Problem. Die Grenzen anderer Menschen sind dir scheißegal. Ne? Wie, die wollen meinen Winzpimmel nicht sehen, ist mir vollkommen wurscht. Ich will denen aber zeigen. Wie, die wollen meinen mein Lebensunterhalt, meinen verschwenderischen nicht finanzieren, ohne Gegenleistung. Ja, ist mir vollkommen wurscht. Wie, die wollen sich von mir nicht rauf und runter beleidigen lassen im scheiß Internet. Vor zigtausenden Leuten. Mir doch egal. Wie, die wollen nicht, dass ich deren Copyright-Musik spiele und das als Internetradio zum Barrene Farmen auf TikTok verkommen lasse. Mir egal, ist mir auch vollkommen wurscht, ich bin doch Rainer. Haben sich auch alle nach mir zu halten, oder? Daran, dass du selbst ja in Kleidung bist und das nicht gewöhnt bist, nackt zu sein. ja. Wenn aber alle nackt sind, dann ist es ja uninteressant. Weil, ja, es ist ja gleiche Recht für alle sozusagen. Ganz bescheuert ausgedrückt. Keine Ahnung. Ich oute mich jetzt mal ganz wilder Tag. Ich schaue mir wirklich gerne nackte Frauenkörper an. Ich finde das schön. Und ich bin aber auch gerne in den meisten Situationen auf andere Dinge fixiert. So. Ihr wisst, was ich meine? Wenn ich das Bedürfnis habe, mir nackte Frauenkörper anzuschauen, dann gibt es Möglichkeiten, aber ich möchte auch von nackten Frauenkörpern in der Öffentlichkeit nicht irgendwie abgelenkt werden. Und ich verstehe zu 100%, warum wir diesen gesellschaftlichen Konsens haben, dass wir nicht alle nackt rumlaufen. Ich verstehe das zu 100%. Ja. Das merke ich vor allem, wenn ich in die Sauna gehe. Ja, wenn du in die Sauna gehst, es gibt immer mal so ein, zwei Leute, nicht immer, aber also es gibt öfter, aber nicht immer ein, zwei Leute, die halt das erste Mal oder halt selten in der Sauna sind und das nicht gewöhnt sind, da nackt rumzulaufen. Und deswegen halt auch immer entweder nochmal versuchen, sich in Badekleidung reinzuschleichen, was aber meistens dann halt nicht geduldet wird, aus Ja. verständlichen Gründen, weil
ja, keine Ahnung, im Nicht-Textilbereich in der Sauna, ne? Im Nicht-Textilbereich in der Sauna, da ist auch wieder, ne, der gesellschaftliche Konsens, zumindest in unserem Kulturkreis. Schaut mal nach Amerika in die Sauna. Da haben die alle Badehosen an. Diesen Nicht-Textilbereich, das ist ein europäisches Ding. Und auch nicht in ganz Europa. Aber gerade in Deutschland hast du halt eben diesen Nicht-Textilbereich in so Saunas, Bars, Thermen und so ein Scheiß. Und da kannst du dich darauf einstellen. So, das ist dann gesellschaftlicher Konsens auch, okay, da laufen alle nackt rum, weil es halt auch einfach unpraktisch ist. Und dann ist das auch gut. Und wenn dann die Leute sagen, okay, aber wenn ich von der einen Sauna zur anderen laufe oder von der Sauna zum Pool oder zu meiner Liege oder auf meiner Liege liege, dann habe ich gern irgendwas an, dann können die immer noch einen Bademantel drüber ziehen oder sich ein Handtuch rumwickeln oder sowas. Da sagt auch keiner was. Auch da, Rainer, liegt dem Ganzen halt auch keine sexuelle Komponente intus. Ja, wie bei dir überall, weil die Leute halt einfach sagen, okay, in der Sauna ist es halt einfach scheiße unpraktisch, Klamotten anzuhaben. Ne? Gleiches Recht für alle. Wenn man das nicht möchte, hat man halt dann nichts verloren. Gleiches Recht für alle. Das hat mit Recht nichts zu tun, Rainer. Das hat mit Recht nichts zu tun. Das ist sein Gedanke. Oh, Moment mal. Ja, wenn du mich nackt siehst, dann darf ich auch dich nackt sehen. Nein, es geht in der Sauna nicht darum, andere Leute nackt zu sehen. Es geht in der Sauna darum, zu schwitzen. Und schwitzen kann ich in der Situation von der hohen Luftfeuchtigkeit halt am besten, wenn ich nichts anhab. Damit die Klamotten dann nicht an der verschwitzten Haut kleben, dann die Poren verstopfen. Und anstatt einem schönen, entspannten Tag hast du am nächsten Tag überall so Pickel dran. Deswegen gehst du nackt in die Sauna. Das hat null und gar nichts mit irgendwelchen, ja, wenn du das darfst, dann darf ich auch das zu tun. Das ist dein kranker Kopf, der sich das da reindenkt, der immer wieder so eine sexuelle Komponente damit reinbringen muss. Das Video wird hundertprozentig nicht monetarisiert, Digga. Und zum anderen ist es auch mega unhygienisch, das ist das nächste. Weil die Textilien, mit denen du baden gehst, das ist ja kein normaler Stoff, das ist ja so ein anderer Stoff. Oder war es früher zumindest? Nee, Rainer, du kommst jetzt nicht mit der Hygiene-Scheiße. Ne? Hygienisch hin oder her. Nackert in der Sauna zum Sitzen und zu schwitzen wie Arschloch ist auch nicht hygienisch. Und deswegen, Rainer, und jetzt kommt's, ne, das wüsstest du, wenn du tatsächlich einmal regelmäßig in die Therme oder in die Sauna gehen würdest, legt man da immer ein Handtuch drunter, wo man sich hinsetzt. Damit's Arschwasser nicht in das Holz der Bank einsickern kann. Deswegen macht man das. Du sitzt auf dem Handtuch. Und wenn du dann hergehst und die Scheiße baust. Wenn du dann hergehst und dann natürlich mit Klamotten baden gehst, die halt in die Sauna gehst, wo du dann auch noch schwitzt wie Sau und dieser Stoff auch noch so unangenehm ist, wenn du schwitzt, dann ist das natürlich ziemlich beknackt. Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Nee, also ich weiß nicht, ich war schon in der Sauna, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo bei mir jetzt eine in der Nähe wäre, aber ich mache das. Ich gehe wirklich gern ab und zu mal in der Sauna, in die Sauna, vor allem dort in die Therme, vor allem im Winter. Ne? Das ist so richtig, das ist so ein richtiges Wohlfühlding. Du schwitzt dich da kaputt, dann hockst du zwischendurch irgendwie an die Poolbar, trinkst da halbe, und dann schwitzt noch mal ein bisschen und dann fahrst wieder heim. Und am besten ist es dann, ne, vor Ort in der Therme vorher nochmal ordentlich duschen, sich herrichten, ne? Schnellstmöglich heim und dann daheim nochmal in den Bademantel wickeln und sich auf die Couch legen. Und einfach ein bisschen so die Seele baumeln lassen. Du kannst diese Saunastimmung
die kann man sich noch echt noch mit nach Hause nehmen und noch den ganzen Abend irgendwie an der Entspannung genießen. Dann hockt man sich hin und lasst den Herrgott einen guten Mosei. Einwandfrei. Aber es hat für mich noch nie irgendeine sexuelle Komponente an dem Ganzen gehabt. Noch nie. Gern zum Beispiel im Urlaub oder so. Ich meine, da kennt einen zum Beispiel sowieso niemand. Und ich gehe da auch gerne, also ich gehe da manchmal alleine hin, aber gerne auch einfach mit anderen Leuten. Das ist Saunas einfach kannst, angenehm. Saunas kannst du ja jederzeit googeln, ne? Ja, könnte man mal schauen, ganz ehrlich. Mache ich mal. Wenn das sowas interessiert, ist es immer sinnvoll, mal sich umzuschauen. Weil Sauna ist ja auch noch sehr gesund, ne? Das ist das Nächste. Das ist richtig, eine. Ab und zu mal in die Sauna gehen, ist gesund. Ich habe im Übrigen, wo ich bei einem meiner letzten Thermenbesuche mal mich mit den Leuten unterhalten, die da diese Aufgüsse machen. Und habe dann gesagt, ja, hier mit der Sauna und sowas, das soll ja das Immunsystem stärken und sowas. Werdet ihr überhaupt noch krank? Und die sagen, ja, mehr als die meisten Leute, weil wenn du so viel Sauna hast, wie wir zwangsweise da arbeitest und mit den ganzen Leuten, da kriegst einfach häufiger mal irgendwas ab. Also wenn du es übertreibst, ist wie mit allem, macht die Dosis das Gift, dann ist auch wieder scheiße. Ne? Man kann alle 2-3 Wochen einmal in die Sauna gehen und oder einmal am Wochenende, aber wenn du das jeden Tag machst, ist auch wieder nicht gut. Ja. So, schauen wir gleich mal, ob ich was finde. Gleich direkt Nacktshot, yay. Ja. Da sind wirklich einige. Gerade wenn du in bist, kann ich mir das vorstellen. Da gibt es bestimmt auch so Ja. Gibt's bestimmt auch Gay-Saunas. Ich natürlich für welche, wo Frauen und Männer reinlässt. Ja. Also hier ist wirklich einiges zu finden. Da wird bestimmt irgendwas dabei sein. So. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Sauna dann immer gay sein muss. Ne? Also, ich weiß natürlich, warum das bei Rainer der Fall sein muss, weil diese sogenannten Saunaclubs, die heißen ja auch nur deswegen Saunaclubs, weil sich Puff nicht so schön anhört. Ne? Das ist eine Sauna oder eine Therme und ein Saunaclub, ja, die haben dann schon eine Sauna wahrscheinlich irgendwo da drin. Ne? Aber da geht es halt nicht ums Saunieren. Ne? Da geht es ums Drecksaunieren. Ist auch legit, Digga. Wer da Bock drauf hat, da hinzugehen und sich mit schwitzenden, wildfremden Leuten irgendwie im Rudelbums zu kugeln, ist vollkommen fein. Go for it, Bro. Mir vollkommen wurscht. Aber ich finde es halt immer lustig, wenn die Leute diesen Dingen immer so lustige Euphemismen geben, anstatt es einfach beim Namen zu nennen. So sagen, hey, das ist hier einfach, das ist ein Bumsverschlag, Digga. Wir haben eine Sauna da reingebaut als Alibi, dass wir es irgendwie als Wellness verkaufen können, aber hier geht es ums Bimsen. Fertig. Ja, Mensch, du, muss ich mal hingehen. Lohnt sich immer. Mhm. Gleich wird er vorschlagen, dass sie miteinander hingehen. 100%ig. Jawohl, Bunny, was machst du eigentlich gerade so Schönes? Na komm schon, Rainer. Na komm schon, ich kenn dich. Ich schreibe gerade mit hier einem Kumpel wegen Projekten. Ah, Kumpel. Ah, cool. Ich habe mich gerade nochmal bei meinen Eltern gemeldet, weil die meinten immer, ich soll denen schreiben, wenn ich gut angekommen bin. Was so ein bisschen lächerlich ist, weil so weit ist es ja nicht und ich komme eigentlich immer gut an, aber. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich höre mir gern so True Crime Podcasts an und das ist schon ganz oft passiert, dass Leute, auch wenn es sehr, sehr nahe war, nicht gut heimgekommen sind. Ne? Da geht es stellenweise um lächerliche Distanzen. 1,5 Kilometer, hey, da kannst du rüber brüllen. Und auf dem Weg sind Leute verschwunden. Also es macht schon Sinn zu fragen. Wir leben in einer kranken Welt, mit kranken Bastarden, die kranke Dinge mit anderen Menschen tun, ohne einen Fick darauf zu geben, wie es den Menschen geht. Ne? Ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten von euch auch hier sind, dass es solche Menschen gibt. Da ist schon. Und je früher da irgendeine Suchaktion gestartet wird, desto gut. Wenn ich sage, okay,
bist in einer Dreiviertelstunde daheim. Schreib mir dann bitte, wenn du daheim bist, damit ich weiß, dass du gut angekommen bist und ich höre nach einer Stunde noch nichts von dir. Dann melde ich mich mal und sage, ob alles in Ordnung bist im Stau hängen geblieben oder sonst irgendwas. Das macht schon Sinn. Es gibt einen Haufen kranke Bastarde auf der Welt. Na gut, wenn sie dann BastardInnen. Man will ja niemanden ausschließen. Ne? ihre Ruhe haben, ist ja in Ordnung. Nie verkehrt, denen Bescheid zu geben, denen man wichtig ist. Ja. Es gibt auch genug Menschen, die nicht wissen, wie wichtig es ist, eine Familie zu haben. Wie du das jetzt, ne? Wie du da die Brücke jetzt geschlagen hast, Rainer, das weiß ich auch nicht. Aber wenn dir das so wichtig ist, eine Familie zu haben und wenn dir das bewusst ist, dass es so wichtig ist, eine Familie zu haben, dann wundert es mich, dass du deine Familie grundlegend immer und durchgängig wie Scheiße behandelt hast. Stimmt ja nicht. Er wollte ja seine Schwester nur beschützen. Ja. Ja. Wohin? Da geht's auch noch irgendwo hin. Alter, was hier wieder alles los ist. Wissen wir gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Okay. Wir machen jetzt hier nochmal, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 1 Stunde 16. Und dann können wir, glaube ich, den Rest, wir haben hier Schlümpfe, bla bla bla, Ex-Partner, hohem Alter. Ah ja, genau, hier haben wir angefangen. Dahin sind wir gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Video jetzt durchkriege oder ob ich da 2 Videos dafür brauche, aber ne, ich kümmere mich darum, ich mache das jetzt. Ich habe gesagt, Sonntagvormittag nehme ich mindestens 2 Videos auf, deswegen das nächste nehme ich jetzt gleich im Anschluss auf. Ich finde es nur hier einen guten Abschluss für dieses Video. Und ich muss ein bisschen vorproduzieren, weil ich nächste Woche nicht zu Hause bin. So. In diesem Sinne, Leute. Tut nichts, was Rainer tut. Und vor allem, wenn ihr das Glück habt, wie auch immer an ein Haus gekommen zu sein, dass ihr euer eigen nennen könnt, dann versucht euch ein bisschen drum zu kümmern, damit ihr länger was davon habt. Ja? Und verschleudert es nicht, um euch ein behindertes Scheiß-Drecks-Auto zu kaufen, das einfach absolut keinen Nutzen hat, es sei denn, man fährt tatsächlich immer im Wald ins Holz. Ne? In diesem Sinne, Leute. Haut rein, genießt euer Wochenende, habt eine schöne Woche. Genießt jetzt das schöne Wetter, das anscheinend jetzt echt einmal halten soll. Das wird echt mal es wird echt mal Sommer, Mitte August. Schön. Und Medal of.